Oh nein. Will er etwa... 美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まね打ちかましてきやれ。来い。 Alles klar, bereit nicht für den letzten Kampf. Steht da eben noch der letzte Kampf. Bereits seit 4 Folgen oder was? Der letzte Kampf. 4-mal, 5-mal letzter Kampf. Der Bonusanforderung ist 100 Anzeige, konstant über 80%. Ja, leg mich away. Wow. Okay, das klappt nicht. Wow. Na gut, wo gehst du hin? Da kann ein bisschen posen oder was? So! Ah, scheiße, Mann! Dieser verdammte Tobi! Ich krieg den einfach nicht gebacken! Der ist glitschiger als ein Aal, hey! Der flitscht mir dauernd durch! So, hier! Na klar, einfach durchgeswitcht! Wow! Ah, ich hab ihn erwischt. Na komm, was sagst du dazu, hä? Oh, weg hier, weg hier. Oh, das war klar, komm schon. Tauschanzeige, wo bist du? Boah, die Tauschanzeige lässt noch im Stich. Nein! Ich bin rausgewichen! Scheibenkleister! Verdammt, das, ja, den Trick beherrscht er auch noch, toll! Ja, jetzt haben wir es nochmal in sich. Vergiss das! Vergiss es ganz schnell wieder! Boom! So! Nein! Oh, fast gehabt, hey. Fast hat ihn gehabt. Ja, was jetzt? Ja, ich merk's. Ah, im Geheimen, verstehe. Unterschätze niemals den orangen Hokage! Tja, ist doch so. Wo ist ein Kachibi? Hallo!
Was für eine Power. Größer als die von Tsunade. Holy shit, oh mein Gott, hey. Hat zwar irgendwie überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun, aber trotzdem einfach nur genial umgesetzt von den Entwicklern. Respekt, hey, okay, Bundesanforderungen natürlich wieder mal vermasselt, toll. Cool gemacht, Michael, du bist der Größte. Der größte Schwätzer vor allem. Oh, Rang S. Mal was Neues. Und Belohnung, super starker Tauschenstamm, er braucht jetzt zum Schluss noch. Erster Kampf, zweiter Kampf, Endkampf. C, 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 S und es gibt B. B wie bitte nochmal? Oh. So, wir sind Punkte hier noch. Die maximale Anzahl einstellbarer Ninja-Werkzeuge hat es erhöht. Cool. Alter, warten jetzt mal auf. Ah, jetzt. Tobi, großer Ninja-Krieg. Neuer Charakter jetzt nutzbar. Eine Reiche, du hast einen Titel erhalten. Was, wenn es reich? Cool. So, vielleicht erfahren wir jetzt doch noch, wer hinter der Maske sich verbirgt. Ja, cooles Deutsch, nicht wahr? Also ich hoffe zumindest mal, das wäre jetzt noch ganz schön cool. Und ja, wie sieht wohl das Ende aus in Storm 3? Und damit natürlich auch der Übergang zu Storm 4 oder einem anderen Storm-Teil. Wer weiß das schon? Ladevorgang. Hallo, 7%, das schaffst du noch. Ja, geht doch. Uzumaki Naruto. まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。逃げちまったか。だがよくやったな。ナルト、おい大丈夫。あれだけやった後だ。そりゃこうなるだろうぜ。ほんと大したもんだぜお前はいよ。以上が各戦場での戦果報告となります。多大な被害を受けましたが、ひとまずは奴に世界を奪われなかったことを喜びましょう。ああ、うちのナルトもキラー B も無事だったことだしな。とはいえここに来て本物の内浜田らが出てくるとは思わんかった。俺たち五影の力をもってしても互角。危険な相手だ。そして偽物だった面の男か。どちらもいずれ再戦することになろう。忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい。来るべき決戦に向け、さらに作戦会議を密にしましょう。また即戦力の忍びを生み出すため、各里の教育システムのすり合わせをすべきです。じゃあな、ここまで来たら出し惜しみするものは何もない。出し惜しみするものは何もないか。どうした雷影殿。正直なところこの連合を組んでここまで関係が強固になるとは思っていなかった。結局は各里が己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた。戦争が終わればまた過去と同じ対立の関係になるものだと思っていた。だが結果はわしの考えを大きく裏切った。世界は本当の意味で一つになろうとしている。新しい時代。少しは期待していいのかもしれんな。新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかっている。まずはマダラたちを倒す。
全てはそれからです。ああ、となると戦いの鍵となるキラー B とナルトの扱いをどうするかだが。そういえば火影様、今彼は。あいつならまだ眠っている。本来ならキュービの影響もあって回復が早いのだが、今回はキュービのやつもよほど力を使ったんだろう。死んだように眠ってるよ。では。だが命に別状はない。じきに目覚める。そうですか。それはよかった。渦巻きナルト、世界はゆっくりだが動き始めている。お前が見せてくれた光が世界に届いている。平和への道は確実に存在する。平和はもう目の前だ。あれ、ここは。ああ、これは夢だな。時々あるんだよな、これは夢だってわかるやつ。つうか、なんだこれ、何も見えねえ。こんな変な夢見んのは珍しい。父ちゃん、母ちゃん。父ちゃん、母ちゃん。え？うん、分かってる。これは英雄の物語。迫る脅威にただの一度も臆することなく、大切なものを守るため最後まで戦った。
これは英雄の物語。私の愛する英雄の物語。Die Geschichte eines Helden namens Naruto, Freunde, das ist das Ende des Story-Modus von Ultimate Ninja Storm 3. Ja, wie bereits erwähnt, der Schluss war ein bisschen anders als im Original, also ein bisschen ist vor allem gut, es ist komplett anders, weil im Original, sprich sowohl im Manga als auch im Anime, geht der Krieg nahtlos weiter. Da hat weder die Kage weder gegen Madara gewonnen, noch konnten, muss man ja so formulieren, noch konnten Naruto und Killer Bee gegen Tobi bestehen, also bestehen schon, aber ihn halt nicht besiegen. Aber wieder mal haben wir nicht erfahren, wer hinter der Maske steckt, und wir haben auch noch nicht erfahren, was eigentlich mit Itachi los ist, zu wem er gegangen ist, was da eigentlich so, ja, noch so vor sich geht. Hätte man, denke ich, noch einbauen können. Andererseits, mit Madaras Rückzug wäre es ein bisschen schwierig geworden, Itachis Geschichte noch einzubauen. Von daher sparen wir uns das lieber mal für Storm 4 auf, nicht wahr? So, ja, jetzt halt hier so eine kleine Art Pause, kann man fast schon sagen, zwischen Storm 3 und Storm 4, oder Storm, was weiß ich, keine Ahnung, wie das Endspiel heißen wird, aber ich bin mir sicher, auch das nächste Spiel hier, der Ultimate Ninja Storm Reihe, wird noch richtig episch werden, wobei sich dann halt die Frage stellt, ob das nächste Storm-Spiel, wenn es überhaupt ein Storm wird, ich meine, man weiß ja nicht, kommt vielleicht für die PS3 aus, vielleicht erst für die PS4 bereits, keinen Schimmer, aber die Frage ist doch hier bereits, ob an diesem Schluss ja festgehalten wird oder ob dann das erste Mal überhaupt ein Naruto-Spiel die komplette Story durchgespielt werden kann, sprich von Naruto 1 bis und mit dem Ende, dem kompletten Ende von Naruto Shippuden. Aber diesem Ende sind wir noch weit entfernt, deshalb jetzt mal endlich mal das Review zum Spiel hier zu Storm 3. Ja, was gibt es zu sagen? Erster Fakt, viele Kämpfe. Zweiter Fakt, sehr viele Kämpfe. Dritter Fakt, epische Kämpfe. Ich denke mal, so in etwa kann man das Ganze sehr gut zusammenfassen. Es war einfach phänomenal. Ich habe das ganze Spiel, glaube ich, jetzt mittlerweile 35 Parts durchgespielt, glaube ich. Bin ich mir ganz sicher. Ich muss das Ganze nachher noch schneiden und so. Aber trotzdem, ja, sagen wir mal, im Großen und Ganzen war das Spiel doch schon recht flüssig. Also sprich, es gab irgendwie nie Großstellen, die einen zurückgeworfen hätten, die Fragezeichen aufgeworfen hätten. Es war alles in allem sehr schlüssig und, tja, es herrscht halt Krieg. Krieg gegen bestimmte Charaktere, wie ich schon mal erwähnt habe, dass halt da bestimmte Charaktere wie auch die Edo-Kage oder die 7 Schwertkämpfer nicht spielbar sind, ist ein Fakt, bei dem ich zuerst dachte, na gut, ich meine, es gibt trotzdem so viele Charaktere, das kann man verschmerzen. Jetzt mittlerweile denke ich, vor allem die Edo-Kage hätte man doch einbauen können. Ich meine, man konnte ja einzeln gegen sie spielen, die 7 Schwertkämpfer waren ein anderes Thema, da konnte man nur in der Gruppe gegen sie fighten. Ich meine auch gegen die Jinchurikis, sprich da eben gegen die vom 2-Schwänzigen bis und mit dem 7-Schwänzigen, die kann man ja auch einzeln spielen, sowohl in normalen Form als auch in der Edo-Tensei-Form, aber trotzdem wurden die integriert und die 7 Schwertkämpfe und die Edo-Kage nicht. Das finde ich schon sehr seltsam, aber... Oh, die Mitsu-Kage. Ja, die ist ein bisschen sauer, aber was ich noch sagen wollte... Vielleicht kommen sie noch im nächsten Naruto-Spiel. Ja, wie bereits gesagt, vielleicht Storm 4, vielleicht irgendwie eine andere Storm-Reihe, was weiß ich, spielt auch keine Rolle. Es war auf alle Fälle sehr episch, man sieht auch hier noch im Rückblick nochmal die ganzen Cutscenes. Ja, das Spiel war auch sehr Cutscene-lastig, also sprich mit den ganzen Zwischensequenzen, bei denen ich nicht viel quatschen konnte, auch nicht viel unternehmen konnte, die man einfach nur genießen musste. Und ich habe die auch sehr genossen, muss sagen, auch von der ganzen Grafik her, von der ganzen Atmosphäre, von der Musik her, alles einfach nur top. Also in allem würde ich mal, also wie gesagt, da war Grafik, Musik, Story-Elemente etc. etc. Den ganzen Spielaufbau würde ich sicher 10 von 10 Punkte geben. Einzige Kritik halt, wie bereits erwähnt, bei den Edo-Kages, dass die nicht enthalten waren. Andererseits auch bestimmte Elemente wurden weggelassen, abgeändert, wie zum Beispiel auch der Kampf zwischen Naruto und dem 3. Raikage. Das war im Original anders und vor allem deshalb was anders. Ja, da würde ich sehr viel Wert darauf legen, weil es eben auch gezeigt hätte, dass man mit Kraft allein nicht alles erreichen kann, was hier im Spiel leider nicht so rüberkam. Leider Gottes. Und auch Tobis wahre Identität bleibt ihm noch ein Rätsel, wobei es gibt im Spiel bereits eine kleine Andeutung darauf hin, und zwar
im Charakterauswahlbildschirm, denn dort kann man ja eine ganze Reihe an Charakteren auswählen, unter anderem auch die Charaktere aus dem ersten Ultimate Ninja Storm Teil. Sprich zum Beispiel den Naruto als Kind, Sasuke als Kind, Sakura etc. etc. Aber auch Kakashi als Kind und glaube Minato auch in der frühen Version gibt es da auch noch. Und ja. Und übrigens natürlich auch die Hokage der frühen Generation, sprich der erste, der zweite, dritte. Die gibt es auch noch jetzt zu sagen, sage ich aber gleich alles noch. Und das ist ja auch schon ein kleines Indiz noch, ein kleiner Spoiler für die Geschichte hier nach Storm 3. Also Fazit, endgültiges Fazit, alles in allem ein sehr geiles Spiel, wenn es auch ein bisschen kurz war, trotz allem. Aber ja, der Manga ist halt noch nicht vorbei und ja, die Entwickler mussten halt schon entscheiden, wo sie den Schnitt setzen hier im Spiel. Sprich zwischen Spiel und Manga und vor allem, wie sie das Ganze abschließen können. Und für das, was sie eigentlich zur Verfügung hatten, finde ich, haben die Entwickler das sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht nicht ganz so perfekt, aber sie waren schon sehr nahe dran. Also meiner Meinung nach ist Storm 3 sogar besser als Storm 2. So, was kommt jetzt noch? Kann ich weiter quatschen? Nö, kann ich nicht. Schlusskapitel, der Weg zum Frieden, fertig und damit auch die Credits, aber das Ende war jetzt ein bisschen seltsam, da könnte man direkt meinen, dass Naruto bereits alles geschafft hätte, bereits Hokage wäre und jetzt irgendwie alles in der Zukunft spielt. Seltsam. So, du hast alle Musikstücke, das ist schön, dann habe ich noch neue Items zugefügt, also speichern, gerne. Geht es eigentlich direkt weiter oder wie sieht's aus? Kommt jetzt direkt Storm 4? Das wäre jetzt mal geil. Okay, es kommt doch was. Ich hoffe, das geht schnell. Ich war mit dem Fazit noch nicht ganz fertig. Ja, genau. Echt jetzt? Hauptereignisse abgeschlossen, das Abenteuer geht weiter. Du kannst auch nach Abschluss der Hauptereignisse noch viele weitere Ereignisse spielen. Wenn du sie abschließt, könntest du glatt in eine Nebengeschichte über einen gewissen jemand verwickelt werden. Arbeite mit Naruto zusammen, um all diese Ereignisse abzuschließen. Ja, was ich gerade noch erwähnen wollte, ist, dass es in diesem Spiel halt relativ wenige Sidequests gab. Was ich jetzt aber persönlich auch nicht so schlimm finde, weil, wie gesagt, das war halt sehr storylastig, vor allem der ganze Krieg und so. Und ich bin sowieso eher ein Fan der Hauptstory, nicht so der Sidequests. Man kann sie machen, ab und zu ist es ja ganz schön, aber hier in diesem Spiel habe ich es jetzt überhaupt nicht vermisst. Tja, aber offenbar die Entwickler schon. Toll, was mache ich jetzt? Nebengeschichten? Ja, vielleicht von Itachi, dass der noch gegen, jetzt spoilert zwar ein bisschen, aber egal. Dass er noch gegen Kabuto kämpft oder gegen Sasuke kämpft oder dass wir noch Tobis wahre Identität herausfinden. Hä? Echt jetzt? Ja, ich glaube, ich muss mir da mal noch ein bisschen belesen, Freunde, wie es dann wirklich weitergeht, ob es sich dann noch lohnt, einen weiteren Part zu machen von Storm 3 oder aber ob hier wirklich Ende im Gelände ist. Und nochmal kurz abspeichern und dann verschwinden wir von hier, denn ich möchte auch noch kurz die Charakterauswahl zeigen. Alle Charaktere in Storm 3. Ja, bitteschön. Das geht schon in Ordnung, so wie es gerade ist. So, haben wir das hier? Online-Kampf. Ja, das geht natürlich auch weiter hier. Und freier Kampf.
Anleitung zum Sieg 10. Treffer mit Chakra-Sprintabwehr. Wow. Ist was ganz Neues. Erwachen zur Erholung nutzen. Das ist auch nichts Neues. Dann haben wir hier, was haben wir hier Schönes? Das VS-Duell, schön. Ja. Einzel. Und jetzt zeige ich es euch, Freunde. Jetzt zeige ich es euch. Da fehlen Charaktere. Hier, Naruto. Und zwar als ganzen Anfang. Sprich dann noch mit, ja, aus den Schurken normal werfen. Und das 9-schwänzige Rasengan, sprich der Naruto aus Storm 2 im Prinzip. Dann haben wir hier den Naruto im Zen-Modus und der hier ist der gleiche vom Char-Set her, sprich von Attackenauswahl, aber das sieht ein bisschen anders aus mit dem Anzug seines Vaters, seines Papas. Dann haben wir hier, Alter, schon wieder vier verschiedene Stücke, das ist der Bishudama, sprich derjenige, mit dem man, na, zeig's euch mal kurz. Das muss noch sein, gegen ein zufälliger Charakter. Temari, okay, von mir aus. Weil der Naruto ist ein bisschen speziell noch. Also speziell in gewisser Hinsicht. Er beherrscht den anderen Naruto auch ganz gewohnt den Erwachzustand, sprich halt der Kyuubi-Modus, also ganz normales Chakra-Gewand, aber... Was spricht das hier? Aber guck mal, ja, guck mal, schön. So, guck mal, Mann! Temari, du nervst, ich hasse diese Weitangriffsspezialisten. So, Planetaris Rasengan, das kennen wir bereits, ich weiß. Aber jetzt kommt gleich das viel coolere. Und zwar das normale Jutsu müsste noch Rasengan sein, ganz normal, wie üblich. Mann. Du nervst, Temari. So, wie gesagt, das Rasengan, ganz normal, aber das Ultimate Jutsu. Genau. Der Kurama-Modus. Bishudama. Episch, oder? Das ist die neue Naruto-Form, Freunde. Juhu, episch bis zum Get No. So, jetzt bist du am Arsch, Temari. Ich hab dich am Wickel. Ups. Nein, sie will nicht. Scheiße, so. Jetzt muss sie aber wohl, jetzt muss sie. Und das Flugrasengan, mit dem wir das gerne beenden, wenn es geht. Mann, sie will nicht. Komm schon, Temari, komm schon. Du willst es doch auch. Du willst es. Aber nicht so. Nein, sie will es doch nicht. Ah, schade. Daneben. Ja, ist ja schön. Kannst du mal aufhören damit? Meine Defense. Die ist im Arsch nachher. Mann, Flugrasengan, komm schon. Wow, was soll denn das werden? Boom. Hallo? Na klar, mach kaum Schaden. Okay, von mir aus. Wurf geht auch nicht mehr. Toll. Ach, ich fehle hier auf ganzer Parade, wie es aussieht. Alter, das kann ich aber auch. Siehst du? So, jetzt reicht's noch. So. Dachte schon, ich wollte gar keine Ruhe mehr geben. Genau, ich habe einen ultimativen Partner an meiner Seite. Und das seid natürlich ihr, Freunde. Ihr seid meine ultimativen Partner in diesem Spiel. Rang A, ja, ich weiß, zu viel Zeit vertrödelt. Zurück zum Charakterauswahlfenster. Geht das auch ein bisschen schneller, Spiel? Natürlich geht es auch schneller. So, Sakura noch ganz schnell im Durchgang. Mal kurz, hier Bishudama, haben wir bereits gezeigt. Dann das vorhin, wo bereits Naruto halt den Kyuubi-Modus drauf hat, aber noch nicht mit Kurama fusioniert ist, also sprich noch nicht im Team ist. Hier in Rüstung, das war so eine DLC-Aktion, die man herunterladen konnte. Und hier noch im Goku-Kostüm. Ja, Mann, geil. So, Sakura, die hat natürlich auch das, ja, 4. Weltkrieg-Outfit halt. Das normale Outfit und hier noch das Schuloutfit, auch ein DLC zum Herunterladen. Und hier Sai, was hat der Schönes, ebenfalls Krieg-Outfit und das normale. Jetzt geht man ein bisschen schneller durch. Nietzsche, genau das gleiche, die auch.
Es gibt noch Tenten Shikamaru, Shui, wieso das den zweimal gibt, keine Ahnung, Freunde, aber echt kein Platzen. Ich meine, gutes. Ja, das Stirnband ist anders, das gebe ich ja gerne zu, aber die Jutsus sind genau identisch. So, und der Scheiß. So, Inu hier noch. Dann Nagato und Madara. Und Tobi mit der Normalmaske. Was, Beschwörung? Gedo-Statue? Ach du Scheiße. Der maskierte Mann. Yugo, genau. Da haben wir noch. Mann. So, Karin. Suigetsu. Sasuke. Und natürlich auch in mehreren Formen, ganz klar. DLC-Kostüm wieder mal. Den alten Sasuke. Und hier noch den guten Sasuke, der noch in Storm 2, der dann noch gegen Orochimaru und gegen Itachi fighten wollte. Hier Mikiba, Shino, Hinata, ihr seht ja alles da, hier seht ihr alles. Alle Charaktere sind eigentlich hier. Wir haben hier sogar noch ein Edo Tensei Itachi, der offenbar andere Attacken drauf hat als der normale. Tatsächlich. So, Pain, alles normal hier. Gut, Kabuto zweimal, na klar, einmal mit, ja, Orochimaru DNA. Und hier, wie ihr sehen könnt, die Jinchuriki einmal normal und einmal als Edo Tensei Charakter. Alle 6 Stück, auch sehr schön. Wir haben ja auch Obito, genau. Wir haben hier Kakashi, wie ich bereits vorhin erwähnt habe. Wir haben Jiraiya und ja, ganz viel, sogar die alten Kage. Der zweite Hokage, der erste Hokage. So, dann haben wir hier auch noch, wieso zweimal Killer Bee, weiß ich allerdings auch nicht. Ihr seht aber auch beides mal das gleiche. Ah, ne, hier hat er ja, hier hat das Samehada dabei, deswegen, okay. Ja, fehlen 7 Charaktere, 7, Quatsch. Doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso fehlen 7 Charaktere? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Okay, das muss ich noch recherchieren, Freunde, aber, ja. Das sind garantiert nicht die Kage. Ihr seht es schon an den Symbol an, das 2 sind aus Konohagakure. Der aus Kumogakure, Iwagakure, die beiden, und die kommen wohl aus Kirigakure. Oder, kann das stimmen? Sind das manchmal, ich vermisse Darui. Darui? Ah ne, das ist hier drüben. Hä? Wer fehlt denn hier noch? Hier fehlen 7 Charaktere, wie bekomme ich die? Hallo, wie bekomme ich die? Ja, wie gesagt, das muss ich wohl noch recherchieren, Freunde. Aber soweit sind wir hier durch. Hier gibt es natürlich auch noch die ganzen Kindercharaktere, also Lee, etc. etc. Hinata, ganz süß noch. Gaara, ganz finster, ganz cool. Nach Kimimaru gibt es natürlich auch noch 2, das ist der Tensei-Charakter, aber gut, das kann man verschmerzen. Und ja, das war soweit zu Naruto Storm 3. Ich denke mal, es ist soweit durch. Falls es noch was geben soll, schließlich, also sprich noch irgendwie ein Emp oder so, dann würde ich den noch nachfolgen lassen, sprich halt wegen Sidequests etc. etc. Oder auch, wenn ich dann noch was anzumerken habe bezüglich den ganzen 7 Charakteren hier, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Aber ansonsten war es ja soweit an dieser Stelle von mir in diesem Let's Play. Vielen Dank für die lange Wartezeit. Gut, lange Wartezeit, Quatsch, war etwa 1 Monat lang etc. gedauert, das Let's Play. Aber trotzdem, vielen Dank für die ganze Treue, fürs ständige Zuschalten, fürs Kommentieren, Bewerten etc. etc. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Und da fällt mir ein, mir fehlte noch da Naruto Storm 1 zum Zocken. Das fehlt noch in der Let's Play Liste. Das wird sicher nicht das nächste Let's Play werden, aber wird vermutlich das nächste Naruto Let's Play werden. Das könnte sehr gut möglich sein. Also dann. Bis zum nächsten Mal bei Naruto Storm 3 Online Fights und nächsten Naruto Let's Play, wie auch immer. Das war's an dieser Stelle und ciao zusammen! Juhu! Geiles Game, mal kurz. Falscher Charakter. Gesplitterter Himmel. Hilfe! Naja, ciao zusammen! Ach ja, Leute, ist es nicht schön, so dämlich zu sein, wie ich es bin? Oh Mann, oh Mann. So, die 7 Charaktere hier, wie bekommt man die? Ganz einfach, das sind Teamcharaktere. Ja, guckt mal. Einzel, Teamkampf, Charakter auswählen. Et voilà, schon sind sie da. Und somit haben wir wirklich alle Charaktere freigeschaltet. Hier nochmal Chochuro, Ao, Akatsuchi, Kurotsuchi, Sie und Torune und zum Schluss noch Fu. Das sind noch die fehlenden Hilfscharaktere und damit sind alle Charaktere, alle spielbaren Charaktere
inklusive der Hilfscharaktere hier bei Naruto Storm 3, somit bekannt und freigespielt. Ja, das dürften einige spannende und vor allem umfangreiche Online-Fights werden. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich glaube, ich gehe auch schon gleich mal online. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!